Auch mir unterstreichen natürlich die Wichtigkeit von der Möglichkeit von Organtransplantationen in der gesicherten rechtlichen Konditionen. Dafür begrüßen wir auch das Gesetz, erstimmen natürlich auch gerne mit. Paar Bemerkungen aber auch von unserer Seite. Das ist der Oviedo-Konvention, das was Dr. Krebs auch schon heute gesagt hat, also ein Zentralfrage. Wir können nicht den Saucissonnage machen, wir müssen einen Gesamtüberblick können, und zwar all ethische Kriterien respektieren. Das ist nicht so, dass zu Lützeburg an dem Gebiet nichts geschehen. Wir haben eine Recherche medikal mit einer Biobank, wir haben eine ganz Reihe von Aktivitäten oder Kliniken, die müssen ethisch überwacht gehen, an den gesetzlichen Kader brauchen, und wir müssen auf dem Gebiet Fortschritte machen. Wir begrüßen doch als ADR, und das ist ganz interessant, doch am aktuellen politischen Kontext zu gucken, dass wir hier Gesetz stimmen, wird eigentlich sieht, dass Mannerjähriger keine Decision können holen, dass das verbietet, dass sie können ein Organ spenden. Das ist ganz interessant, weil wir ja hier allgemein den politischen Willen klar dokumentieren, dass Mannerjähriger eben können gewisse Pressionen ausgesetzt gehen, und dass wir hier das legal Willen weiter einschränken und verbieten. Dafür ist das auch etwas, was wir hier noch streichen. Wir begrüßen doch, dass wir als Lützeburg Kapazitäten gehen, für selber können operativ an dem heutigen Gebiet tätig zu gehen und Organe können zu prälevieren. Dann haben wir auch, und das hat man an der Kommission gesagt, an der Streich mit Wichtigkeit von einem fachmännisch zuverlässigen Feststellen vom Tod. Das ist auch eine Sache, wo wir ja an dem Reglement Grand Ducal klar regeln haben, sowohl was den Herzstillstand angeht, wo ihr gesagt habt, muss immer ein Anästhesist oder Kardiolog das zertifizieren, neben einem anderen Doktor, aber beim Gehirntod auch, dass der Neurologe oder Neurochirurg muss bei denen zwei Doktoren sind, die das konstatieren, das ist wichtig, weil wir leider in Europa auch immer im Fall haben, wo ein Tod konstatiert wird, der kein richtigen Ass. Aber wir mussten als Kind alle Möglichkeit führen, dass ein Chasse à l'organe gemerkt wird oder ein Chasse au donneur, heinst du mit Mitteln, die einfach ethisch nicht akzeptabel sind. Das Gesetz bringt mir Rechtssicherheit, aber wir haben noch immer das Problem, dass man klar können dokumentieren, wenn ein Mensch seinen Willen hat, wenn er klar sieht, wir können ein Organ zu gehen, dass das klar kann mitgedeelt gehen und dass es dann noch respektiert wird. Wenn er wirklich seinen Wunsch an die eine oder an die andere Richtung klar möchte, dass er will oder nicht will Organspender sind, an dem Fall, wo er will, als das klar dokumentiert, als dann einander nicht mehr nötig, Drittpersonen zu freuen, das ging natürlich den Problem schon zum Teil vielleicht helfen lesen, aber wir wären noch nicht dagegen, dass man auf dem Führerschein oder sogar bei einer Kartidentität fakultativ eine Rubrik könnten aufhören, wo auch Kind gesagt gehen, wie gesagt, fakultativ, ob er will oder nicht will, Organspender sind. Dann die Regeln vom Organhandel hätten an unseren Ländern können mehr stark nachgefasst gehen. Es hätten auch können explizit so neben dem Racolage, der ja heilo couvriert das, dass auch ein Doktor den hilft mit seinem Wissen, wenn er weiß, dass es sich um Organhandel handelt, den do aber mit hilft, so eine Transplantation zu machen, auch den hat müssen explizit abgezählt gehen, hier an unseren Ländern, dass das muss bestraft gehen. Privatpartner lichten eng hier am Land eng ausgezeichnet erbecht. Ich meine, die sich schon ein paar Mal hier annimmt, gehen aber recht. Wir wollen aber allgemein darauf aufmerksam machen, dass die bei privaten Partnern, wenn die eine Funktion kriegen wie Service National de Koordination, dass aber auch muss auf den Datenschutz abgepasst gehen, dass auch da muss eine Kontrolle existieren und dass die Staat sich nicht zu viel einfach machen, für sich einfach einer Verantwortung zu entledigen oder sie zu delegieren, ohne Kontrolle an allen Aspekten. Dann machen wir als ADR darauf aufmerksam, ob eine Sache, die uns ganz besonders beschäftigt und uns ganz viel Sorgen macht, dass das noch immer ein Bass kommerziell möglich ist an dem Bereich, wo dem Tissu et Cellule d'origine humaine au fin de Reimplantation geht, in anderem auch im Gameten. Und da haben wir ja noch immer eine Praxis hier am Land, die noch nicht legislativ geregelt ist, dass die von einer PMA aus nicht therapeutische Methoden, und ich wollte dafür appellieren, dass der ADR eine Proposition de loi gemacht hat, für kurzem, wie auch an dem Bereich ganz klare Regeln anzuführen, die an unseren Ländern unerlässlich sind für einen ethischen Umgang mit der Biomedizin hier am Land. Das gesagt, wie gesagt, begrüßen wir das Gesetz. Wir fanden ein wichtiges Progress, aber wir sollen deutlich nachher alles an dem Bereich muss ich nur den höchsten ethischen Kriterien regeln und nicht nur kommerzielle Kriterien. Vielmals merci.